Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder angeschaltet haben. Radio Weser TV mit dem Fährtalk. Heute erstmalig wieder von der Weserfähre. Wir fahren von Bremerhaven nach Blexen rüber. Und ja, es gibt noch eine Besonderheit. Ich mache heute den Fährtalk nicht auf Plattdeutsch, sondern auch Hochdeutsch. Ich werde mir alle Mühe geben, diese Sprache einigermaßen anständig zu sprechen. Das ist auch notwendig, weil ich mir zwei hochinteressante Gäste eingeladen habe. Zu meiner Linken sitzt Cornelia Iber-Rebentisch von der Seefelder Mühle oder um es genau zu sagen vom Kulturzentrum Seefelder Mühle. Zu meiner Rechten Tina Teubner, eine Kabarettistin aus Köln. Ich fange mit dir, Cornelia, mal an. Du solltest vielleicht zu Anfang den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen was über das Kulturzentrum Seefelder Mühle erzählen. Was habe ich darunter zu verstehen? Ja, das Spannende für mich ist, dass dieses Kulturzentrum so viele Standbeine hat. Eigentlich hat es ja mit einem Denkmal begonnen, der Seefelder Mühle, die nicht mehr genutzt wurde und eine neue Aufgabe brauchte, dass sie erhalten wird und für die Besucher attraktiv bleibt. Und da kam vor annähernd 30 Jahren die Idee, ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Und aus sehr kleinen Anfängen ist daraus inzwischen ein umfangreiches, vielfältiges Programm geworden, mit 250 Angeboten im Jahr und rund 28.000 Besuchern. Und zu dem Denkmal und der vielen Kultur kommt natürlich auch noch die Gastronomie, das von vielen Menschen aus der Region, aber auch von Touristen geliebte Café mit Schwerpunkt regionalen Angeboten, die Möglichkeiten in einem kleinen Laden diese Dinge auch einzukaufen. Ja. Ich habe die Zahl richtig verstanden. 250 Veranstaltungen im Jahr. Da bleibt kaum Zeit, Luft zu holen. Wie groß ist denn der Mitarbeiterstab in dieser Einrichtung? Ja, hauptamtlich gesehen ist es im Augenblick wirklich nur eine Veranstaltungskauffrau mit einer halben Stelle und eine Freiwillige im sozialen Jahr Kultur. Und der Rest wird von 60 Ehrenamtlichen gestemmt, die alle begeistert die jeweilige Sparte im Verein betreuen, für die sie sich zuständig fühlen, qualifiziert sind. Ein immer noch wichtiger Programmpunkt in dem Programm der Mühle sind die Veranstaltungen im Bereich Musik, Weltmusik, aber eben auch Kleinkunst wie zum Beispiel Kabarett. Kannst du vielleicht so ein paar, ich traue mich fast nicht zu sagen, Highlights den Zuschauern? Ja, ich glaube, meine Highlights sind vielleicht andere als deine Highlights, denn wir wollen an dieser Stelle nicht verschweigen, dass Hans Mein ja vor 30 Jahren das Programm in der Mühle mit aus der Taufe gehoben hat. Für mich sind ja, das sage ich jetzt einfach mal ganz unverschämt, die Dinge, wo die Menschen mitmachen können, manchmal mindestens genauso wichtig wie die, wo Künstler auf der Bühne sind, weil das kann man ja an anderen Orten auch haben. Nur natürlich nicht in der Qualität wie in der Seefelder Mühle, so abgeschieden wie wir liegen. Und für mich sind immer besonders gern gesehen die Künstler gewesen, die aus romanischsprachigen Ländern kamen. Das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun, also sei es nun Spanisch oder Französisch oder Italienisch. Ich möchte da gar nicht irgendjemand besonders hervorheben, wobei ich jetzt gleich schon sagen kann, dass für Kabarett, politisches Kabarett, mein Herz schon immer geschlagen hat und ich fast traurig bin, dass wir da eher weniger machen. Gut, bis gerade eben habe ich den Wind von hinten bekommen, jetzt bekomme ich ihn von vorne und zwar heftig, damit ich die zweite Gesprächspartnerin, Tina Teubner, mit in das Gespräch reinholen darf und kann. Tina, du wirst demnächst in der Mühle auftreten und das ist für dich auch eine besondere Veranstaltung. Erzähl uns, warum ist das was Besonderes? Wir haben uns ja sozusagen mit zweitem Standbein in der Wesermarsch niedergelassen mit meiner Familie, weil ich
das so extrem liebe da. Die Seefelder Mühle ist 6 Kilometer von unserem Haus entfernt und als ich da hinkam und wahrnahm, dass es da so ein Zentrum gibt, habe ich ja sofort angerufen und dachte, da will ich irgendwie zeigen, dass ich das ganz toll finde und da irgendwie gerne dabei bin. Und dieser Abend ist ein Benefizabend für die Seefelder Mühle. Weil, wie Cornelia schon sagte, es auf dem Rücken von Ehrenamtlern getragen ist und warum sollen wir Künstler da nicht auch mal was machen? Was bedeutet das für dich, Benefizkonzerte zu machen und in welcher Weise ist für dich diese Unterstützung wichtig für das Kulturzentrum in deiner Nachbarschaft sozusagen? In der Nachbarschaft, das kann ich nicht richtig beantworten. Also ich finde einfach, dass wenn es auf dem Land so ein Ort gibt, wo Menschen wahrnehmen, wie unglaublich wichtig das ist, so ein Angebot zu machen, was eben über die Kultur hinausgeht. Wie Cornelia schon sagte, wo es eine Begegnung gibt, wo es einen Chor gibt, wo es Theater gibt, Mühlenführung, dann finde ich, kann man gar nicht ermessen, wie traurig es wäre, wenn es nicht mehr da wäre. Und wenn man mitbekommt, dass solche Zentren auch ganz schön kämpfen müssen um ihre Existenz, dann ist es auch ein Bedürfnis, wenn man hier lebt und wenn man das auch nur phasenweise tut, da irgendeinen kleinen Beitrag zu leisten. Ja, wir sagen schon mal schönen Dank, aber um den Leuten noch mal ein bisschen was zu der Künstlerin Tina Teutner mit auf den Weg zu geben und sie vielleicht zu animieren, dabei zu sein bei der Veranstaltung in der Seefelder Mühle, möchte ich dich doch noch ein bisschen löchern mit Fragen zu dem, wo kommst du eigentlich her, zum Lebensweg. Ja. Und ich hoffe, dass wir verstanden werden bei dem heftigen Wind, der uns jetzt gerade um die Nase bläst. Also, ich fange mal mit so einer ganz dusseligen Frage an. Du hast irgendwann mal Abitur gemacht, das Zeugnis der Reife ausgestellt bekommen. Ja, habe ich und das? Ja. Ich weiß, dass du einmal Abitur gemacht hast. Und wie ging es dann weiter? Dann war ich so wie wahrscheinlich viele Abiturienten recht desorientiert. Ich kann eins sagen, ich habe mich immer mehr für Menschen interessiert von innen als von außen. Ich wollte erst irgendwas Psychologisches machen, habe auch angefangen Musiktherapie zu studieren, das habe ich schnell wieder abgebrochen, das war mir so ein bisschen zu fühlig. Ich habe dann Geige studiert. Und ich glaube so ein bisschen, dass das Kabarett und die Themen, die wir bedienen, sind eine Verbindung aus beiden. Also ich interessiere mich für Menschen und ich interessiere mich dafür, wer sie sind, dass sie sich so oder so verhalten. Und das ist letztlich, muss man auch mal sagen, das sind natürlich oft zwischenmenschliche Themen, aber ganz hinten am Hintergrund schimmert auch die Politik, denn ich zoome sozusagen an Menschen nah ran. Und erzähl mal von deinem allerersten öffentlichen Auftritt. Das muss ein besonderer gewesen sein. Ich lese das immer wieder. Bei meinem allerersten Auftritt, da hatte mich ein Freund gefragt, ob ich dabei bin, bei einem Schlagerabend in einer Duisburger Kneipe mitzumachen. Der dachte, ach, die Tina, die ist so, die macht das schon. Ich war damals Geigenstudentin und mir war, muss ich auch sagen, diese ganze Atmosphäre der klassischen Musik, ich fand das schön, aber mir war das zu steif. Mir war das zu steif. Und dann habe ich gedacht, ach, sag's mal zu, der ist so unzuverlässig, das findet sowieso nicht statt. Und Tag vorher rief er an und sagte, ja, was singst du? Und dann habe ich also an dem Tag noch 3 Lieder gelernt, 20er-Jahre-Lieder. Damals habe ich eben noch nicht selber geschrieben, natürlich nicht, hatte ja keine Erfahrung. Und ich weiß noch, dass ich auf der Bühne stand, ich hatte auch keine Mikrofontechnik, ich hatte auch nie wirklich Gesangsunterricht. Ich hatte vor allem ein jugendliches Selbstbewusstsein und ich weiß noch, dass ich das Mikrofon in der Hand hatte und ich sang und wedelte so und dachte immer komisch, manchmal ist laut, manchmal ist leise. Und muss das aber mit einer Inbrunst gemacht haben, dass dann alle sagten, sag mal, wo singst du denn, wo spielst du denn? Ich fühlte mich offen gestanden wie Graf Cox von der Gassanstalt, das ist gar nicht meine Art. Ich bin durchaus selbstkritisch, aber an dem Abend dachte ich so, das war eigentlich der Durchbruch. Ja. Das war für dich dann der Punkt, wo du gesagt hast, und jetzt mache ich Kabarett, oder? Ganz ehrlich, also um jetzt wieder ernsthaft zu sein, das war eine Initialzündung, weil ich doch von dieser unmittelbar der Kleinkunst, wo man was macht und man merkt sofort, so reagieren die Leute und sie dürfen reagieren. Also Cornelia hat gerade gesagt, sie liebt die Veranstaltungen, wo die Leute mitmachen dürfen. Und ich würde mal sagen, bei Kulturveranstaltungen der Kleinkunst und des Kabaretts, da ist ja das Schöne, sie müssen sogar. Sie müssen dabei sein. Und wenn man merkt, dass sie mitfiebern oder manchmal kommen ja auch sogar Interventionen oder so, die müssen natürlich damit leben, dass ich recht schlagfertig bin. Also die müssen sich überlegen, ob sie sich einschalten oder nicht. Aber wenn sie es denn tun, bin ich auch durchaus schlagfertig genug,
vielleicht darauf einzugehen. Aber allein, man spürt ja ganz genau, man spürt im Raum, wo gibt es wirklich Begeisterung, wo sitzen Leute, die eher vielleicht an den wehmütigen Stellen mitfiebern, an den traurigeren, wer ist wirklich lustig, wer ist auf Krawall gebürstet, wer ist ein bisschen gelangweilt. Da muss ich dann natürlich manchmal ein bisschen nachhaken auch. Okay, du spielst in der Mühle das Programm Männer brauchen Grenzen. Ja. Hättest du Lust, ein bisschen was zu dem Programm zu sagen? Ich fürchte, das geht nicht darum, ob ich Lust habe, ich werde es tun müssen. Also, Männer brauchen Grenzen ist ein satirischer Titel. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also die Angst, kriegen die Männer ihr Fett weg? Nein, sie kriegen es nicht weg. Das müssen sie schon selber wegmachen, wenn sie es denn zu viel haben. Ich würde nie Späße machen oder spotten über Menschen, die ich nicht liebe oder brauche. Also wenn ich bespotte, der kann sich sicher sein, dass ich ihn wichtig finde. Und wenn ich nicht ein ganz großes Interesse daran hätte, mein Leben doch mit einer schönen Liebe zu leben, dann würde ich mich dem Thema gar nicht widmen. Und ich habe eher das Gefühl, dass doch so die Beziehung oder die Ehe oder in welcher Form man auch immer mit Menschen zusammenlebt, die kleinste Zelle unserer Gesellschaft ist. Und wenn ich, wie ich gerade schon sagte, mit der Kamera an was ranzoome oder mit meinen Gedanken, dann ist das einfach schon ein Ort, wo man gucken kann, wie funktionieren Menschen, wie sie setzen sich auseinander, wie gehen sie mit Konflikten um. Und das hat mit unserer Welt, auch mit der Welt, wie wir sie zurzeit vorfinden, eine Menge zu tun. Aber am Ende, noch ganz kurz dazu sagen, am Ende ist es eine Liebeserklärung an die Liebe, denn ich liebe meinen Mann. Also sehr sogar, ich habe es halt nur nie mal auf dem Schirm. Und mit dem stehst du zusammen auf der Bühne. Ich kenne das Programm und ich weiß, wie er mit auf der Bühne ist und was er auf der Bühne macht. Und über diesen großartigen Mann, ich darf das mal so sagen, ich kenne ihn seit einigen Jahren, musst du noch ein bisschen was sagen, auch was seine künstlerischen Qualitäten angeht. Also Ben ist nicht nur sehr nett, er ist auch sehr klug. Er hat Klavier studiert, er hat Komposition studiert. Klar, er ist jemand, der sich was einfallen lassen muss. Also er weiß, wie Programme entstehen. Ne? Das ist, er ist sehr witzig. Er ist von einem richtigen Mann so gut wie gar nicht zu unterscheiden. Er kommt aus einer Künstlerfamilie, ist der Sohn von Dieter Syverkröp. Und ist einfach ein toller Partner, also sowohl im Entstehen der Sachen als auch auf der Bühne. Ich freue mich drauf, weil ich weiß, wie großartig er am Klavier ist, vor allen Dingen, wenn er dann Gelegenheit bekommt, sein Solo auf der Bühne zu spielen. Es wird sicherlich eine spannende Geschichte, aber meine allerletzte Frage, ihr seid vor einigen Jahren, ja zumindest temporär, Einwohnerinnen und Einwohner in der Wesermarsch. Wie kommt ein Mensch wie du auf die Idee, aus dieser pulsierenden Stadt, auch was Kunst angeht, Köln, aufs flache Land zu ziehen, in die zunächst einmal eher langweilige Wesermarsch? Ich finde die Wesermarsch nicht langweilig, ich finde die wunderschön und wir hatten mal ein Gastspiel im Struckhauser Kirchdorf und ich stand da, guckte in die Felder und dachte, hier will ich bleiben. Und damals habe ich noch nicht gedacht, dass wir tatsächlich mal uns hier halbwegs niederlassen würden, aber wir haben das damals ohne Sinn und Verstand entschieden und ich bin so froh, dass wir nicht drüber nachgedacht haben. Ich bin wahnsinnig gerne hier. Und das ist nicht nur die Landschaft, das sind auch die Menschen. Also wir sind auch von unseren Nachbarn unglaublich nett aufgenommen worden und ich finde es nicht langweilig. Ich finde, es ist eine Landschaft, in der man zu sich selber findet und da ist immer noch die meiste Welt zu finden, in uns selbst. Meine Damen und Herren, was können wir uns Besseres wünschen als solch ein tolles Kompliment an unsere Gegend, an unsere Region, an das Kulturzentrum Seefelder Mühle. Also ich nehme mal an, du freust dich genauso wie ich riesig auf das Gastspiel von Tina Teubner demnächst in der Mühle. Sag nochmal, wann ist es soweit und wie kommt man an Karten, wenn es denn noch welche gibt? Also einfach bei uns anrufen, in der Seefelder Mühle findet man ja im Internet und die Veranstaltung ist am nächsten Freitag, das ist der 28.10., 20 Uhr. Ja, meine Damen und Herren, das war unser erster Fährtalk nach der Reparatur auf der Fähre zwischen Bremerhaven und Nordenham. Es war ausgesprochen windig. Ich hoffe, Sie können dann anschließend auch noch etwas verstehen von dem, was wir so besprochen haben. Tina, dir herzlichen Dank. Cornelia, dir herzlichen Dank. Und ja, schauen Sie demnächst wieder rein, wenn es dann den nächsten Fährtalk gibt. Vielleicht dann auch wieder mal auf Platt.